ist auch gesprochen. Ja. Iblis. Der Iblis ist auch noch dort, ja. Iblis ist auch noch dort. Und der Iblis hat es dort vielleicht selber noch gar nicht so genau gewusst, aber Allah hat dort schon gewusst, was er verheimlicht, nämlich seine Eifersucht. Seine Eifersucht, die nachher in Arroganz sich umleitet. Also Allah hat schon vorausgesagt, sagt es da schon, schau, ich weiss, jetzt kommt dann etwas, du verheimlichst etwas. Und dann kommt der Befehl. Ebenso erinnere daran, jetzt sind wir schon bei Ayah 34, ebenso erinnere daran, als wir den Engeln geboten, verbeugt euch vor Adam. Sogleich verbeugten sie sich, außer Iblis. Er lehnte es ab, erhob sich in erheblicher Arroganz und war von den Trotzigen. Beziehungsweise also im Original steht also im Koran steht von den Kafir, von den Kafirun. Vielleicht da noch zuerst, wahrscheinlich würde jedes andere Buch jetzt so eben ungläubig sagen. Und da möchte ich jetzt gerade die Gelegenheit nutzen, über Ungläubige zu reden. Genau. Und damit wurde er einer von den Ungläubigen. Jetzt, was ist der Unterschied? Wieso tun Sie in diesem Buch sagen, ungläubig? Und das ist Amir Zaidan, das ist übrigens der eben den Islamologiekurs geführt hat. Ich bin wirklich Fan von ihm. Wobei ich das Wort Fan nicht so gerne habe. Eigentlich, ich achte und ehre ihn, sagen wir mal so. Er sagt da von den Trotzigen, also er benutzt nicht das Wort ungläubig. An anderer Stelle würde er direkt auch sagen Kafir. Was ist ein Ungläubiger? Was ist ein Ungläubiger? Also das Wort ist eigentlich ganz klar. Ja, wo Allah also nicht an ihn glaubt. Also. Jemand, der nicht glaubt. Jemand, der nicht glaubt. Ein Ungläubiger glaubt nicht. Jetzt müssen wir Leute als ungläubig bezeichnen, die aber einen Glauben haben. Einen falschen Glauben vielleicht, aber sie haben einen Glauben. Sogar ein Atheist hat eine Art Glauben. Der glaubt nämlich, dass es keinen Gott gibt. Also jeder glaubt irgendetwas. Wegen dem sind Christen zum Beispiel auch beleidigt, wenn man sie Ungläubige nennt. Und sie haben auch recht, sie sind ja nicht ungläubig, sie glauben einfach etwas Falsches, aber sie glauben etwas. Deshalb ist der Begriff ungläubig nicht zulässig, weil er einfach falsch ist. Und Kafir, ja? Wir reden ja darum von der Islam her, oder? Ja, aber auch vom Islam her sind sie nicht ungläubig, sie glauben ja. Ungläubig sind, aber dass die einfach... Nein. Wir wissen auch, dass die Glauben haben. Aber... Ja, aber Unglaube... Von unserer Religion her... Nein, von unserer Religion her glauben sie falsch. Aber sie glauben. Aber sie haben einen falschen Glauben. Oder einen nicht korrekten oder einen fehlerhaften Glauben. Oder vielleicht irgendetwas. Aber sie glauben. Also wir können nicht jemandem, der glaubt, sagen, du glaubst nicht. Wir können nur kritisieren, ob das richtig oder falsch ist, was er glaubt. Das ist schon klar, dass die Glauben haben. Ja. Falsch oder man einfach vergisst oder so. Die haben ja schon Glauben. Okay, aber reden wir über das Wort Kafir. Was ist ein Kafir? Weil da im Koran schon Kafir. Er wurde einer von den Kafir. Was ist ein Kafir? Ja. Mit Moslems sind also falsche Glauben sind. Nein, also dass das überhaupt kein Gott glaubt. Nein. Nicht? Nein. Nein, Ja. Wahrheit verdeckt. Ja. Also das wäre jetzt ganz richtig. Das Einfachste, was man sagen kann, ist, ein Kafir ist ein Nicht-Muslim. Das kann man sagen. Man kann sagen, ein Kafir ist ein Nicht-Muslim. Also alles, was kein Muslim ist, ist ein Kafir. Aber wenn ich ganz genau begreife, oder wenn ich es wirklich richtig sage, was ist ein Kafir? Ein Kafir, eigentlich, in der arabischen Sprache ist ein Kafir ein Bauer. Jetzt sind wir schon wieder beim Bauer. Wieso ist ein Bauer ein Kafir? Hat er kein Iman? Der Bauer ist ein Kafir, weil er, wenn er dort sähe, tut er mit seinem Pflug so ein Loch machen. Nein, nicht das Loch, tut er so eine Rinne ziehen. Ich bin halt kein Bauerwerk, dann weiß ich jetzt den richtigen Begriff auch nicht. Tut er so eine Rinne ziehen in die Erde, tut er Samen rein tun und nachher tut er das wieder zudecken. Und das Zudecken, das macht ihn zum Kafir. Und Kafir ist der, jetzt religiös gesehen, also in der islamischen Terminologie, ein Kafir ist der, der die Wahrheit zudecken. Das ist ein Kafir. Also jeder, der die Wahrheit zudeckt,
ist ein Kafir. Das kann auch ein Muslim sein. Das kann, So also, genannt, wenn ein ich Muslim sage- die ich Wahrheit sage, ich bin zudeckt, Muslim, ich sage, ich bin Muslim, aber er tut zudecken. Aber das auf einem ja, aber da geht es jetzt um die Lehr- Wahrheit über die Existenz von Allah Ta'ala und wie Allah ist. Also wenn jetzt jemand lügt, Ja. ist er noch kein Kafir. Also Lügen macht ihn noch nicht zum Kafir. Lügen ist Sünde. Aber wenn er die Existenz oder die Wahrheit, dass es Allah gibt, verleugnet, also wenn er eben zudeckt, dass es Allah gibt und sagt, nein, nein, das gibt es nicht, oder der Prophet Mohammed, das gibt es nicht, oder diese Eier, nein, nein, das gibt es nicht, das decke ich zu. Das ist ein Kafir. Also ein Kafir, die einfachste Übersetzung ist einfach nicht Muslim. Aber ungläubig ist falsch. Das ist falsch. Und wenn du so mit einem Nicht-Muslim eben redest, dann fühlt er sich auch nicht angegriffen, weil er weiß ja, dass er nicht Muslim ist. Also mit dem Begriff Nicht-Muslim hat er kein Problem. Er ist ja ein Nicht-Muslim. Du bist entweder Muslim oder du bist nicht Muslim und fertig. Aber ungläubig, das sind sie beleidigt und sie haben recht, es ist auch ein falsches Wort. Okay, das jetzt nur in Klammern. Okay, also Allah sagt zu den Engeln, also ebenso erinnert daran, als wir den Engel geboten, verbeugt euch vor Adam. Sogleich verbeugten sie sich außer Iblis. Jetzt, wenn ich jetzt den Satz so nehme, was sagt mir der Satz eigentlich? Wenn ich jetzt sage, alle Schüler sind gekommen, aber der Murat ist nicht gekommen. Was impliziere ich mit dem? Dass der Murat auch ein Schüler ist. Würde er auch so verstehen? Ich würde nicht sagen, der Murat ist der Lehrer gewesen. Wenn ich sage, alle Schüler sind gekommen, aber der Murat ist nicht gekommen, dann würde alle denken, der Murat ist auch einer der Schüler. Weil, wenn der Murat der Lehrer gewesen wäre, dann würde ich sagen, alle Schüler sind gekommen, aber der Lehrer Murat oder der Ustad Murat oder wie auch immer der Murat Hoja, der ist nicht gekommen. Und dann ist es klar. Da heißt jetzt, alle verbeugten sich, nein, so steht es nicht, also sie verbeugten sich, die Engel, außer Iblis. Also sie kamen außer Murat. Murat ist ein Schüler. Sie verbeugten sich außer Iblis. Ist jetzt Iblis ein Engel oder nicht? Nochmal bitte. Nochmal. Ja. Also, Ja. die Ayah sagt, Ja. also Allah gibt den Befehl, macht Sujud, verbeugt euch. Also eigentlich ist es eine Niederwerfung, also nicht nur verbeugen, sondern Sujud, das Wies auf den Boden. Und sofort haben sie sich verbeugt, nämlich die Engel, außer Iblis. Und ich frage jetzt, wenn ich das so sage, dann müsste doch Iblis ein Engel sein. Jetzt rein vom Text her, oder? Ja. Da habe ich jetzt die ganze Zeit ein Zeichen erzählt und ist Iblis vielleicht doch ein Engel. Weil gemäß christlichem Glauben ist er ein Engel. Gemäß christlichem Glauben ist der Luzifer, der Teufel, der gefallene Engel Michael. Was machen wir jetzt? Haben Sie vielleicht doch recht? Ja? Es gibt eine Ayah, wo sagt, er ist einer von den Djinn. Ja, und wo ist die Ayah? Auch in der Surah Baqarah. Nein. Nicht. Also hast du noch 113 andere Möglichkeiten. Das ist im Surah Al-Kahf. Im Surah Al-Kahf steht tatsächlich, also explizit, er war einer von den Djinn. Aber muss ich denn so lange, ich meine, Surah Al-Kahf ist Surah 18, ich bin jetzt so Surah 2, muss ich bis Surah 18 lesen, damit ich verstehe oder begreife, dass der Iblis ein Djinn ist? Jetzt müsste man eben gut Arabisch können. Oder? Kannst du mir die Eier nochmal vorlesen? Einfach das mit Illa Nummer 34. 34. Ja. Nein, das ist das. Ja. Also von 33 bis 34 kann ich lernen. Also Nein, nur 38, ja genau, nur 34. Nur 34, ja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس Och herkede okunten. Iblis. Und noch weiter. Ne, herkesen. Mit Iblis. dem Vokal. Iblis. Iblis. Genau. Aha, okay, also wenn ich muss Ja, da... richtig. Ah. Aber genau, das ist der Punkt. Ah, okay.
Weil im Arabischen, also er hat einen Üstün, also einen Fetha. Das heißt, wenn es Iblis ist, dann weiß jeder Araber oder jeder, der gut Arabisch kann, weiß sofort, aha, das ist jetzt einer, der nicht zu der Gruppe gehört. Weil, wäre der Iblis nämlich ein Engel gewesen, dann hätte es geheißen, illa Iblisu, mit einem Damma. Und da sieht man, es ist nicht ganz, also weißt du, es gibt viele, die sich sagen, ja, ich kann einfach nur Übersetzung lesen und so, aber Übersetzung kann irreführend sein, wenn ich das Wissen nicht habe und wenn ich es Arabisch weiß und jetzt natürlich weiß, im Arabisch stellt sich die Frage gar nicht, ist der Iblis ein Engel oder nicht. Im Deutschen schon, also auch im Englischen würde sich die gleiche Frage stellen, wenn ich das so formuliere. Also. Aber im Arabischen, durch die Vokalisierung, ist eindeutig, Iblis ist ein Djinn. Nein, es ist eindeutig, dass der Iblis kein Engel ist. Dass der Iblis ein Djinn ist, das lernen wir ganz definitiv in der Ayah, in der Mitte von Surat al-Kahf. Okay. Also alle haben Sujud gemacht, nur der Iblis nicht. Wir sagten Adam, bewohne mit deinem Paarteil den Garten und esst darin reichlich von wo ihr beide wollt. Doch nähert euch nicht diesem Baum, sonst werdet ihr von den Verlierenden sein. Okay, da ist jetzt auch wieder sehr viel Information drin, aber wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich tue es nochmal vorlesen. Wir sagten, Adam, bewohne mit deinem Paarteil oder mit deiner Frau den Garten. Wieso steht nicht Frau? Weil die Institution Ehe oder das Heirat hat es noch gar nicht gegeben, es waren erst zwei Menschen gewesen. Und Hawa ist gerade aus Adam a.s. gemacht worden, also passt das dort Paarteil. Und von Frau zu reden wäre falsch. Das ist im Arabischen steht Sewje. Und wenn es Sewje Hu wäre, dann wäre es eigentlich Frau, also die Ehefrau gemeint. Und wenn es nur Sewje ist, dann ist es einfach ein Teil von ihm. Also, der Auftrag heißt, Adam, bewohne mit deiner Frau, wenn ich es mal frei übersetze, den Garten. Aber nachher heißt es dann plötzlich, esst darin reichlich, also im Plural, jetzt ist nicht mehr der Adam angesprochen, sondern beide sind angesprochen. Esst darin reichlich, von wo ihr beide wollt, doch nähert, wieder in Pluralform, euch nicht diesem Baum, sonst werdet ihr von den Verlierenden sein. Also, jetzt, wieso tut er am Anfang, wo es heißt, bewohne mit deinem Paarteil den Garten, wieso wird dort Adam angesprochen? Nur Adam a.s. Und jetzt ist eben wieder Arabischkenntnis gefragt. Dort heißt Uskun, glaube ich, heißt es im Ayah. Und Uskun heißt eben nicht nur bewohnen, sondern heißt eigentlich eben auch, dass man für den bewohnt und gleichzeitig also verweilen und für den Frieden sorgen. Oder für Ruhe, für Frieden sorgen. Damit ist ganz klar eine Aufgabenverteilung in dieser Ayah schon gemacht zwischen Mann und Frau. Das heißt, für den Frieden daheim ist der Mann verantwortlich. Das kommt aus dieser Ayah ganz direkt raus. Weil sonst würde es nicht heißen, bewohne miteinander, sondern bewohnt miteinander den Garten, also Jannat. Aber es heißt, bewohne mit deinem Paarteil oder mit deiner Frau, mit deiner Gattin oder mit Eva, bewohne mit ihr den Garten. Also der Befehl, das Bewohnen gilt für Adam a.s., nicht für die Frau. Das heißt, die meisten sind jetzt so natürlich noch nicht verheiratet, aber inshallah werden ihr auch alle bald verheiratet sein und glückliche Ehe haben. Für den Frieden in der Familie ist der Mann verantwortlich. Dessen müssen wir uns bewusst sein, weil wir uns auch entsprechend verhalten müssen. Das heißt, wir könnten nicht immer das sagen, was wir gerne sagen würden, sondern wir müssen schon einen Schritt oder zwei, drei Schritte weiterdenken und dann die Folgen von dem, was wir sagen würden, dann berücksichtigen. Also wir sind verantwortlich, jetzt einfach so in der Klammer, für den Frieden daheim. Das ist ein heavy Job. Okay. Und esst darin reichlich, von wo ihr wollt, und nicht durch den Baum. Das haben wir eigentlich schon angeschaut. Also da haben wir wieder das Verbot, sich dem Baum nicht nähern. Ja, Entschuldigung. Man sollte sich einen Baum nicht nähern. Es gibt gewisse Gesetze, gewisse Verbote von Allah Ta'ala im Koran, wo es nicht heisst, macht nicht. Beim Schwein ist ganz klar, esst nicht davon. Man darf das Schwein nicht essen, aber es gibt keine Ayah, wo heißt, nähert euch nicht dem Schwein. Das heißt, wir dürften schon in den Schweinestall gehen.
Ich würde es euch nicht empfehlen, das ist wirklich eine schlechteste Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber man darf sich dem Schwein nähern, man darf einfach nicht davon essen. Beziehungsweise die Produkte aus dem Schwein dürfen wir nicht verwenden. Aber dann gibt es andere Eier, wo es ganz klar heisst, nähert euch nicht. Also eben der eine war jetzt so für den Baum, das gilt jetzt für uns nicht. Kennt ihr ein Verbot, wo es auch heisst, wo man sich eben nicht nähern soll, also wo es näher schon haram ist? Sina. Also ich sage jetzt, also wir alle eigentlich jetzt in so einer Situation sind, wo das halt gerade auch in einem Land leben, wo das sehr einfach zu machen ist. Also man darf sich dem Sina, also dem Ehebruch, nicht einmal nähern. Man darf das mal vorstellen. Das heisst nicht, man darf nicht außerehelich Sex haben, sondern man darf sich dieser ganzen Geschichte nicht einmal nähern. Das muss jeder für sich überlegen, wo denn dort die Grenze ist. Wann habe ich mich genähert? Das ist der Grund, warum viele zum Beispiel Frauen die Hand nicht geben. Aus Grund von dieser Reihe. Oder wie es heisst, nähert euch nicht. Aber vielleicht muss man sogar noch weiter anfangen, das ist vielleicht bei jedem ein bisschen anders. Aber das sind natürlich Schutzbefehle und bei dem Baum wäre es vielleicht auch gewesen, wäre es nicht näher gegangen, wäre die Versuchung vielleicht kleiner geworden, aber je näher man kommt, umso größer wird die Versuchung und umso wahrscheinlicher wird es, dass man es macht. Sonst werdet ihr von den Verlierern sein, das ist jetzt da wieder im Plural. Wieso Plural? Aber eigentlich sind sie ja nur sie, also Adam und Eva, wieso nur sie zwei können verlieren? Wieso ist jetzt da Plural? Weil wir vorher schon gehört haben, all die anderen Menschen, die kommen werden, die schon erschaffen sind quasi, aber noch nicht auf der Welt sind, aber deren Existenz eigentlich schon gegeben ist. Und Allah tut da schon darauf hinweisen, dass es ganz viel von denen geben wird, von den Menschen, die zu den Verlierern gehören werden. Und Allah sagt, gehört also zu Adam, dass sie nicht sollen zu diesen Verlierern gehören. Oder dass sie eben zu denen gehören würden, wenn sie einen Fehler begehen. So ließ sie der Satan darin Fehler begehen und dann brachte sie von dem, so ließ der Satan darin Fehler begehen und brachte sie von dem hinaus, wo sie waren. Okay. Und da auch ganz wichtig, so ließ sie der Satan darin Fehler begehen, also sie beide. Also in die Frage kommt, wer ist denn der jetzt von dieser Frucht gegessen hat? Wer ist denn das gewesen? Wir wissen aus der Bibel, es ist ganz klar, die Schlange gekommen, hat Eva verführt, weil die Frau einfacher ist zu verführen, und die Frau hat dann den Adam verführt. Also eigentlich hätte ja der Adam gar nicht gegessen von dieser Frucht, aber weil die Frau halt gesagt hat er, wegen dem wird die Frau schwerer bestraft. Bei den Christen, also auf der Welt. Wegen dem haben sie die Schmerzen und Mann haben die Schmerzen nicht. Oder auch die Monatsblutung wird auf das zurückgeführt, weil sie die Frau der Mann verführt hat. Wegen dem hat sie die monatliche Beschwerde. Das ist im Islam nicht so. Sie beide haben sich entschieden und Satan oder Iblis ließ sie beide den Fehler begehen. Und sie beide wurden hinausgebracht, von wo sie waren. Also sie waren nicht im Jannat, sondern wir sagten, steigt ab. Die einen von euch sind Feind für die anderen. Und für euch gibt es auf der Erde Aufenthaltsort und Verbrauchsgut bis zu einer bestimmten Zeit. Also sie werden vom Garten vertrieben, aber nur für eine bestimmte Zeit. Und dazu kommt eben da auch, die einen von euch sind Feind für die anderen. Wer ist jetzt da gemeint? Also vertrieben wird ja auch der Iblis, der darf ja auch nicht ins Jannat, der ist jetzt auch weg. Aber da heißt es nicht nur, dass Iblis und Mensch Feind sein werden, sondern auch Mensch und Mensch können Menschen untereinander können Feind sein, Mann mit Frau, Mann mit Mann, also alle Arten von Feindschaften sind möglich. Und Iblis ist Feind zu jedem Mensch. Deshalb hier im Plural.